Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wie versprochen. Halt, schlagen wir ein bisschen die Brücke hier und dann gucken wir mal, dass wir noch weitere Wips finden. Neuer Aufnahmetag, neues Glück, hier grunzt es, hier muss irgendwo dunkle Brut wieder rumstreunern. Gefällt mir nicht. Ich höre das sehr deutlich auf meiner Kopfhörer. Da ist es doch, hier, der nächste. Und schon kommen sie natürlich wieder angegammelt. Die widerliche Genlock-Schurke. Stirb! Okay. Alistair macht so einen recht nette Crit. Dolch der dunklen Brut. Pfui Teufel. Die geben zusätzlich -1 auf Geschicklichkeit. Das ist jetzt nicht gerade das, was ich mir unter einer magische Waffe vorstelle. Okay, gut, der Mann weitere Also, Schatzhämmer ausgegraben und eingesteckt. Weiterer Schatz ist noch beziehungsweise wartet noch auf uns. Und dann schauen wir mal, was da sonst noch alles Nettes kommt. Da war, glaube ich, nichts, ne? Da ging nichts. Und natürlich auch hier wieder am Ufer entlang. Also der Chassin-Schatz, der wartet auf jeden Fall noch auf uns. Da müssen wir nochmal gucken, was wir draus machen. Ach ja, das war das hier. Den Schatz von Jogby und Rigby haben wir auf jeden Fall auch schon entnommen. Und dann geht es hier einfach weiter und tiefer in die Korcari-Wildnis hinein. Ne? Hier sind auch schon solche komische Totems. Da sind wieder ein paar Baumlarinos. Hier wird auch gespeichert. Also wird es interessant sein. Ich kann es nicht... Denn Leute, die ich einfach die Ausrüstung abnehme, bevor ich sie da aufknüpfe, weil die dunkle Brut passt doch irgendwie, ne? Die passen doch in die Klamotte da rein. Das muss doch irgendwie machbar sein. Verschwendung. Okay, hier geht's ab. Da zaubert was, und zwar der Todesmagie Hurlock Gesandter. Pfui Teufel, Hurlock. Hey. Uno momento, por favor. Du bleibst, du mieser Gesandter. Egal, wenn wir jetzt auch in das Hauptlager von der Reihe rennen. Bleib du Scheiß-Typ. So. Okay, Alistair moscht ein bisschen um. Dann gibt es gleich die nächste eisige Umarmung hinterher und dann gerade Bolzer. Die heb ich mir auf. Moment, hier machen wir noch... Das ist ziemlich laut, muss ich sagen, jetzt mal. Ohne Scheiß. Das ist mal ein bisschen zu laut auf meine Ohren, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Die Musiklautstärke hätte ich ganz gern etwas reduziert. Das ist schon arg laut auf meine Ohren. So, jetzt aber. Gut, Parkstalter hat es anscheinend dann doch noch erwischt. Was siehst du, Parkstalter hat es erwischt? So dummes Zeug. Ein paar Gegner sind auf der Strecke geblieben. Das wollte ich sagen. So. Aller hopp. Gut, dann ist Plünderzeit. Schwacher Lyriumtrank und 5 Kupfer. Toter Soldat als Knorre. Auszug aus örtlichen Mythen und Legenden und Beutel mit Asche. Ein kleiner Lederbeutel mit Asche. Vermutlich von verbrannten menschlichen Überresten. Neuer Kodex-Eintrag. Eine Prise Asche. Okay, wo ist es dann im Kodex? Einer Kreatur nicht. Da haben wir die Hurlocks noch dabei. Abgesandte, das erneuert wurde. Während einer Verderbnis wurden auch schon Hurlock-Abgesandte gesehen. Sie sind als einzige der dunklen Brut der menschlichen Sprache mächtig und verfügen meist über magische Fähigkeiten. Cleverbare Biene! Okay, was gibt's denn noch hier Schönes? Eine Prise Asche, herausgerissen aus einem Buch über örtliche Mythen und Legenden. Die Korcari-Wildnis ist voller Mythen und Legenden, die Scholaren seit dem Fall von Ostagar vor langer Zeit erstaunt und verwirrt haben. Ein solches Geheimnis verbirgt sich hinter der Geschichte von Astia und Nebuna, 2 jungen Liebenden aus Ostagar. Der Legende zufolge wuchs Astia in der Gesellschaft von Gazarath auf, einem Erdgeist, der an einem Überhang an einem Seeufer in der Korcari-Wildnis gebunden war. Gazarath fand Gefallen an ihr und sie verbrachten viel Zeit miteinander, voller Gespräche und Fröhlichkeit. Entschuldigung, ihr liebe Leid. Mit den Jahren jedoch wurde Astia zur Frau und suchte die Gesellschaft von Männern. Als Astia Nebuna kennenlernte, verliebten sich die beiden sofort ineinander und Astia wollte den Geliebten ihrem Geisterfreund vorstellen. Aber der Geist wurde wütend und eifersüchtig und wies sie fort.
Gazarath sagte, sie würde ihn erst wiedersehen, wenn sie die Asche ihres Liebhabers über ihrem gemeinsamen Platz verstreuen würde. Astia erschrak zu Tode und floh vor dem erzürnten Geist. Aber eines Tages begann sie Gazarath zu vermissen, und als Nebuna schließlich um ihre Hand anhielt, durchschnitt sie seine Kehle, verbrannte ihn und brachte seine Asche zu Gazarath, in dem Bewusstsein, dass die Heirat ihr Band zu dem geschätzten Geisterfreund auf ewig durchtrennt hätte. Unter den Chasint geht die Legende, dass Gazarath noch immer an jenem See herumspukt und dass man mit ihm Kontakt aufnehmen kann, wenn man die Asche des Verstorbenen am richtigen Ort verstreut. In Erinnerung an die Abmachung mit seiner geliebten Astia wird Gazarath dann einen Wunsch erfüllen und für immer verschwinden. Folgendes ist unten auf die Seite gekritzelt. Markus, ich glaube, dass das wahr ist. Wenn du die Asche, die ich dir gab, über einen Steinhaufen an einem Überhang verstreust, von dem aus man die halbe versunkenen Tewinter-Kuppel sehen kann, dann erscheint Gazarath vielleicht und erfüllt dir einen Wunsch. Wenn die Schlacht dich dorthin führt, ist es bestimmt einen Versuch wert. Versunkene Tewinter-Kuppel, das haben wir hier irgendwo lustig, tralalala. Also, Gazarath, den scheinen wir auch noch zu kriegen, ne? Da liegt noch der Hurlock. Und das wird er auch noch. Ja, als wieder. So, dann her mit dem Kruscht und der Gesandte hat noch Dämonensekret und Stab der dunklen Brut. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas besser als meiner. Ja. Plus 1 Zauberkraft und plus 5 Geistschaden. Ich glaube, das Ding ist tatsächlich besser. Das widerstrebt mir so ein bisschen als angehender grauer Wächter so Zeug dann zu nehmen, aber es ist tatsächlich stärker als das, was ich habe. Na gut, da ist noch der Genlock. Da holen wir uns den Lyrium-Trank. Wo geht's noch wohin? Es knurrt und grunzet. Das gefällt mir nicht so wirklich. Jo, Genlock-Schurke. So. Ritzeln, Mann, und dann frieren wir dich ein. Und da ist noch einer. Nicht auf Jory. So. Okay, reizend. Hier noch ein bisschen Zeug dabei. Ja, Lyrium-Tränke und so, das nehmen wir. 39 Kupfer anscheinend, auch wenn die Münze hier geschwärzt dargestellt wird. Mir haben anscheinend aber noch nicht alle Wegezeichen der Chasint. Jo, da ist noch eins. Weil ich glaube, ich erinnere, dass es dann in dieses Lagerei geht, wo man dann nochmal so einen Chasint-Schatz haben. Aber da ist noch einer, den wir noch nicht gedrückt haben. Wo ist es dann? Hopp, geh weg an dem widerlichen Fleischtotem. Hier muss es, ja. Neue Quest. Wegzeichen der Chasint. Quest aktualisiert. Die Spuren der Chasint haben dich auf ein altes Lager in der Kokhari-Wildnis aufmerksam gemacht. Ja, das wird dann wohl desto drüber sein, ne? Ich glaube, so viel habe ich noch im Kopf von früher an Dragon Age. Genau, hier, Lager der Chasint. Da kann ich was plündern in dem hohle Baumstamm. Und zwar finde ich hier jede Menge Zeug. Ein Bergkristall, ein Malarit und einen Topaz, das kann ich alles wunderbar verkaufen. Eine Chasint-Robe, Kleidung. Gibt halt plus 6 Verteidigung statt plus 1 auf Willenskraft und Magie. Und ob das jetzt besser ist. Thane oder Tarnehelm. Das kann nur ein Krieger tragen. 3 Verteidigung gibt es. Bogen der Wildnis ist natürlich für einen Bogenschütze super. Zermalmer der Chasint. Das ist eine Zweihandwaffe. Und Streitkolbe des Barbaren. Plus 1 Stärke gibt es. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Wir gucken da mal, wie dieses Ding hier aussieht an uns. Oh, okay. Etwas freizügig. Sieht ganz nett aus. Aber die plus 6 Verteidigung ist jetzt Quatsch gegen Willenskraft und Magie. Das würde ich nicht eintauschen. Da gucken wir doch mal. Beim Alistair, der kann seinen Milchbube-Kopf jetzt unter dem schönen Hörnerhelm verstecken. Zusätzlich hat er noch hier nichts weiteres. Ne? Aber was hat er dann an Waffe? Hammer ist Quatsch. Hier Streitkolben oder was für ihn. Langschwert des Wächters ist aber allerdings besser. Und er ist auf Schildkampf spezialisiert. Von daher eigentlich Quatsch. Den Schurke könnte man natürlich der Bohre geben, aber ich glaube, der ist dort drauf nicht gerade geskillt. Und sehr Knetkorb hier. Dann könnte man natürlich das Ding geben. Ja, das ist durchaus besser. Aber das sollten wir ihm dann fix, ne?
Ich sag's mal so, ich weiß, dass es der nicht besonders lang macht. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal gut sein, denn weiter auszurüsten mit toller Sache. Wir kriegen später einen Zweihandkämpfer, der besser für eine böse Gruppe geeignet ist. Und der durchaus mit sowas umgehen kann. Ich glaube, das müsste jetzt noch hier irgendwo in der Gegend sein, wo man diese Asche noch verstreuen kann. Da ist nämlich diese Steinhaufen. Genau. Genau, dort hat man nämlich einen Blick auf dieses Kuppelwerk. Und dann können wir mal ein bisschen Asche verstreuen, ne? Du siehst einen Steinhaufen, der von einer dünnen Staub- und Ascheschicht bedeckt ist. Noch mehr Asche über den Steinhaufen streuen. Komm her, Geist! Azarath, oder wie er heißt. Azarat. Und du machst komische Geräusche und du ist er, der Gazarath. Wer weckt Gazarath aus seinem Schlaf? Ich. Und jetzt geht's auf die Schniss. Du wiester Kerl. So. Ui. Du hast unseren Serchori mal weggebummt. Okay. Er hinterlässt Lumpen. Und ein mächtiger Lyrium-Trank. Das ist jetzt nicht gerade das, was ich mir erwartet habe. Ah, Halt des Verzauberers schon wesentlich besser. Schreit er des Nichts. Ja, das ist dasselbe. Plus 6 Verteidigung. Nee, ich möchte die Magie lieber haben. Schade eigentlich, weil ich möchte eigentlich eher Equipment, was mich in Magie und Willenskraft weiterbringt. Was mir sozusagen mal Attribute weiter aufstärkt. Verteidigung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Als Magier halte ich mich ja eigentlich eher etwas weiter hinne auf. Insofern ist das Quatsch. Gehen wir mal hier über diese schicke Naturbrücke. Da schlagen wir jetzt einigermaßen auch die Brücke wieder in das Gebiet. Und es wird gespeichert. Das heißt wohl, hier haben wir wieder etwas mehr dunkle Brut. Ja, das schlägt jetzt wie gesagt wieder die Brücke in das Gebiet, wo wir dann Gazarath besiegt haben. Ups, hier ist irgendwas. Wie ich die Trommel und nicht Posaune, wie ich die Trommel und Tuba-Musik wischt genau Bescheid. Die dunkle Brut kommt wieder gegammelt. Es hurlocket sehr. Was haben wir da noch? Da ist noch einer. So ein ganz wiechter Kerl. So. Gut, dann haben sie weggemoscht. Also Endkrieger als Schutz möchte ich auf jeden Fall noch dabei haben. Ich sollte mich, wie gesagt, weiter zurückziehen und ein bisschen weiter hin aufhalten. So kann ich nämlich ab das Schlachtfeld ganz gut kontrollieren, finde ich. Da ist noch ein Hurlock Alpha. Okay. Das ist, glaube ich, auch taktisch am geschicktesten, wenn man die Magier, die ja für gewöhnlich die intelligenteste in der Gruppe sind, wenn man die hinbehält, dass die das Schlachtfeld und die Strategie kontrollieren. Finde ich eigentlich ganz gut so. Oh, die gehen, glaube ich, für gutes Geld weg. Oder halt für einen Schütze natürlich gut geeignet. Langbogen der dunklen Brut. Pfui Teufel. Verzauberter Dolch. Wäre jetzt für einen Schurke gar nicht mal so verkehrt. Amethyst lässt sich verticken und das Zeug lässt sich auch ganz gut verkaufen. Das sind Bolze, gehen nur für Armbrust und Pfeile für entsprechend Bögen. Pistole gibt es meiner Meinung nach oder meines Erachtens nach in Dragon Age nicht. Also Pistole-Munition oder so hätten wir jetzt nicht unbedingt. So, dann kriegen wir doch hier höchstwahrscheinlich auch unser Gedöns. Außenposten der Grauen Wächter. Genau, da kriegen wir diese Dokumente, die äußerst spannende. Die andere zwei Kasper, die kann ich wie gesagt ohne Upgrade eigentlich zurücklassen. Ich glaube mich zu erinnern, wenn ich hier gehe, dass dann eigentlich auch Sense ist mit der Kasper, dass unser Bündnis sich dann aufgelöst hat. Deswegen die ich doch glatt mal Sache, die kriegen jetzt von mir eigentlich mal die Ausrüstung gemobst. Dann kann ich die nämlich später noch gewinnbringend verkaufen. Und da ich ja sowieso ein böser Charakter spiele, warum nicht, ne? Also, ihr Knetköpf, das Zeug legen wir jetzt mal ab. Das können wir alles verticken. Du latscht jetzt hier nackig in der Gegend rum. Dasselbe gilt für dich. Ich möchte ein Zeug verkaufen. Das passt dann. So. Alles klar.
Da habe ich jetzt die 2 Nackische noch mit dabei. Und ich kann ihr Zeug noch für ein bisschen Geld verticken. So gnadenlos sind wir definitiv in einer bösen Gruppe. Das muss sein. Okay, das sieht jetzt schon etwas blöd aus, so die 2 Gestalter dabei zu haben. Außenposten der Grauen Wächter, da ist wohl nichts mehr zu machen, ne? Das sieht ja wohl ziemlich doof aus. Aber da ist immer noch die Truhe. Und an der machen wir uns doch direkt zu schaffen. Und es kommt ja noch eine Filmsequenz. Ah, hier treffen wir sie. Well, well. What have we here? Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? What say you, Scavenger or intruder? Weder noch. Den Grauen Wächtern gehörte einst dieser Turm. Eindringling, kehrt die Wildnis etwa euch? Zuerst will ich mal wissen, wer ihr seid und wo ihr herkommt. Woher seid ihr herkommen? Bleibt zurück! Na, okay. Okay, du sag mal jetzt erstmal. Zuerst will ich mal wissen, wer ihr seid und woher ihr kommt. You are the intruder here. I believe the first question is rightfully mine. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wilds, she is. She'll turn us into toads. Witch of the Wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? Nah. You there. Women do not frighten like little boys. Tell me your name and I shall tell you mine. Okay, das ging doch fair. Ich bin Emerald. Erfreut euch kennenzulernen. Versprecht, dass ihr uns nichts tut. Vergesst das ihr zuerst. Nennt mich einfach Emerald. Okay. Die kann später in unserer Gruppe mit dazu. Die hat auch ziemlich böse Tendenzen. Die beste Heilerin wäre eigentlich Win, aber Win ist von ziemlich guter Gesinnung. Deswegen bevorzuge ich es eigentlich, sie hier aufzunehmen und sie dann später auf Heilskillung umzustellen. Now that is a proper civil greeting, even here in the wilds. You may call me Morrigan. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer. You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for it was not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. Wer hat sie denn dann genommen? Umgehend ausspucken, das gibt Konsequenzen. Die spielt nur mit uns, hau mal ab. Nee, komm, wer hat sie dann genommen? 'Twas my mother. in Da, da, fact. da. Könnt ihr uns zu ihr bringen? There is a sensible request. I like you. I'd be careful. First it's, I like you, but then zap. Frog time. She'll put us all in the pot, she will. Just you Was watch. für Idiote. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Ja, vertrau mir doch so einer lustige Sumpfhexe. Das kann doch immer nur von Vorteil sein. Greetings, Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, damn it. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Does your elven mind give you a different viewpoint?
What do you believe? Ich bin keine Närrin, wenn du das meint. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich halte euch für verrückt und potenziell gefährlich. Das denkt man, aber das sagt man nicht in so einer Situation. Ich bin keine Närrin. Oh, if you must protest so quickly, perhaps I need not ask. So much about you is uncertain, and yet I believe. Do I? Why, it seems I do. So this is a dreaded Witch of the Wilds. Witch of the Wild, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales, though she would never admit it. Oh, how she dances under the moon. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them? And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this Blight's threat is greater than they realize. Okay, danke fast Zurückgeber. Was soll das heißen? Bedrohung ist größer. Woher wisst ihr das alles? Sie werden sicher sofort auf euren Rat hören. Ja, genau, ne? Okay, woher wisst ihr das alles? Do I? Perhaps I am simply an old woman with a penchant for mole departments. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Jo, dann raus aus den Woods und wieder zurück. Nach Osaka, vermute ich jetzt mal, ne? Jo, da sind wir wieder. Okidoki, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, deswegen den ich als allererstes mal die Hundemedizin abgebe. Bevor das nämlich untergeht, sollte das noch erledigt werden, bitteschön. The Mabari's stable for now, but not improving. Unless I get that herb I told you about, there's not much hope. Okay, dann bitteschön, die Let me Blume. see. Yeah, that's exactly it. Wonderful. Give me a moment and I'll make this into an ointment. Ausgezeichnet, weil den Hund möchte ich auf jeden Fall He noch looks mal better retten. already. I'm sure he'd thank you himself if he could. Aber sicher doch. Okay, wie lange dauert es, bis sich sein Zustand bessert? Was passiert jetzt mit ihm? Ich bevorzuge Bezahlung als Dank. Okay, erstmal was passiert mit ihm. Let's give him a day or two to recover. Why not come back after the battle? Perhaps we can see about imprinting him on you. Okay. Haltet ihr das für möglich? Ja, ich möchte einen Hund. Maybe. It's likely he understands you're responsible for curing him. Mabari are at least as smart as your average tax collector. Come back after the battle and just... well, take another look. Okay, sehr schön. Das heißt, wir kriegen unseren Hund nach dem ganzen Gedöns. Verdorbenes Blut, die Truhen der Grauen Wächter, das können wir beides bei Duncan dann abgeben, aber erst einmal gehen wir nochmal zum Quartiermeister und dann können wir die Episode 8 gründlich wieder noch 25 Minuten beenden. Hello again. Is there something you need? Bla Some bla, supplies, zeigt mir, was da but- zu bieten hast, pipapo, das können wir überspringen, das Gedöns. Dann machen wir erst einmal Dolch der dunklen Brut und hier den Käse weg, ausbalanciert, das Großschwert kann auch weg, ist Müll. Zermalmer der Jacint, Hammer, das ist ach Quatsch, Komforte mit, Langbogen der dunklen Brut ist Käse, Bolze, also mir handelt derzeit noch nichts, das gibt fast eine Goldmünze schon, also als weg damit. Feuerpfeile heben wir noch auf, Zauberstab, der kann dann glaube ich ach abdanke. Dann hier den, wobei, Moment, halte mal eine Gaulart, den Niete besetzte Käse. Wir sollten noch eine Ausrüstung in petto behalten. Das ist dann schon mittelschwer. Leicht brauchen wir, weil wir auf jeden Fall noch, wenn Hände noch. Das behalten wir noch für Morrigan, wenn wir die dann noch kriegen. Aber dieses mittelschwere Gedöns können wir... Nee, sollten wir auch behalten. Ich kenne doch noch einer, der es gebrauchen kann. Niete besetzt 3, das ist ein bisschen besser. Kann das weg. Kettenrüstung, das behalten wir. Wir brauchen nämlich noch einen Krieger. Den können wir wegmachen. Und die Jacint-Robe ist eigentlich ach Quatsch. Pforte mit. Den schmeißen wir jetzt auch erstmal weg. Tongötze braucht keiner. Der Eisering braucht keiner. Erstmal ein bisschen Platz hier wieder geschafft. Genau, Smaragd, Saphir, Topaz, Amethyst, 3 Malachite, weg damit, Bergkristall.
Jede Menge Wolfsfälle, das kann alles weg, der kruscht. Und ich steht Saria, liebe Leute, damit haben wir jetzt wieder ordentlich Platz geschafft. Wir haben sonst nichts mehr übrig an Quests. Und dann hätte ich doch Sarah. Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo wir dann mit Duncan sprechen und die Aufnahme mit dem Ritual für die graue Wächter dann endgültig abziehen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.